Nee, die Karte geht irgendwie überhaupt nicht. Mein Lakuda, hallo, ist ein Lama, kann ich gar nicht gebrauchen mit 3 Hörnern sowieso. Und die amazonische Zauberwirkende, dann ja auch nichts so wirklich. Oh, hi Leute, ja, willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. So, im letzten Part haben wir nochmal ganz kurz ja noch unser Deck angeguckt, beziehungsweise neue Karten ausgewählt oder gekauft vor allem. Und jetzt kommt es halt darauf an, welche von diesen neuen Karten können wir in unser Deck packen und welche kommen wieder raus und naja, halt das ganze Prinzip davon. Ich habe ganz kurz mal durchgeguckt und glaube, ich habe ein paar, die man ganz gut gebrauchen könnte. Wie zum Beispiel, wo waren sie jetzt? Ne, das sind schon mal nicht. Wo haben wir dich jetzt? Blauer Charmer, genau. Blauer Charmer ist der King im Ring. Ne, natürlich nicht. Blutrotes Feuer auch eher weniger. Für später vielleicht schon eher mehr. Was gerade? Der Beschwörermönch. Zauberkarte abwerfen, wenn man in diesem Spielzeug angreifen. Der Beschwörermönch wäre ja eigentlich eine coole Karte. Weil, ganz ehrlich, mein Monster Stufe 4. Ja, wobei, ja, das ist das Problem, an Stufe 4. Man hätte sonst gedacht, gut, das ist auch Stufe 4. Und wenn ich jetzt ein paar Synchro sage ich schon, natürlich Empfängermonster im Deck hätte, könnte ich doch mit denen eine super Synchro-Beschwörung machen. Aber das Problem ist halt immer nur die Stufe und naja, bin ich halt nicht immer so flexibel, wa? Das ist natürlich ein bisschen doof. Gut, gehen jetzt mal weiter. Wir haben jetzt die Karte. Komm schon, doch hier irgendwo gesehen. Irgendwo, ja, wir haben sie gleich. Hier erstmal. Desynchro, dazu erkläre ich gleich später mehr, was ich damit vorhabe. Wo haben wir nicht jetzt? Genau, ein Drachenmeister sowieso, weil das ist natürlich eine ganz coole Karte und so. Mann. Schwarzer Magier, cool. Da kann ich vielleicht mal in ein anderes Deck dann für später. Der Ebenholzpfeil wäre so eine Karte, weil der ist nicht nur für Schwarzflügelmonster, natürlich auch generell. Wäre dann ein ziemlich cooler Effekt, aber ganz ehrlich, kannst nur einmal einsetzen, nachher ist er down und von dem her, naja, vielleicht nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei. Nicht unbedingt so Elemental Necroshade. Elemental-Deck sicher, aber hier jetzt eher weniger. Wann ist die nächste Karte? Nee, vor allem Fall auch nicht. Finstere Abstimmung bereits im letzten Part erklärt, warum. Ich meine, vor allem kommen dazu mit D-Synchro. Hallo, man kann Synchro-Monster zurückholen, vielleicht zum Beispiel Sternstabdrache oder irgendwie sonst ein Level 8 Monster. Teils mit D-Synchro da auf und ruft man dann ein anderes Level 8 Monster. Ich meine, das als anderes Beispiel, weil ich zuerst mal ein starkes Monster brauche, rufe ich erstmal Goyo-Wächter. Der wird zerstört, hole ich den mit Finster Abstimmung zurück, setze dann D-Synchro ein, teile wieder auf und synchronisierst ihn wieder mit anderen Monstern. Also es kann schon ganz eine coole Karte sein, wenn sie halt richtig spielt. Hoffe ich mal, das mache ich dann nachher auch. Waren wir noch früher sah? Nee, war eigentlich auch nichts. War doch jetzt die Karte. Wo bist du? Es gab nämlich noch ein paar Karten. Ich dachte, ja, wäre durchaus eine Variante. Genau, Hexe des Schwarzen Waldes sowieso. Was auch so ein cooler Effekt ist. Was war denn die jetzt? Komm schon, du Kanone, wo bist du? Kanone? Der kolossale Kämpfer! Natürlich auch. Ist sowieso ein starkes Monster, dem her. Null Problemo. Tja. Wo zum Henker ist meine Kanone hin? Das mag ich Knall? Nee, also Knall habe ich ja schon, aber nicht gerade so einen. Der Meister Gedanken, nee, lieber nicht. Dann bekommt man noch Kopfschmerzen. Hier kommt sie langsam. Monster-Tor, die meinte ich gerade vorhin. Was eigentlich, ja, kann nichts mit Kanonen zu tun, aber eine andere Karte. Monster-Tor. Biete ein Monster, das spielt das als Tribut an, zum Beispiel gegen Schwächer oder so. Und auch ein Token-Monster, zum Beispiel bei Sündenbock oder. Was gibt's da noch für eine Karte? Ich habe keinen Namen nicht mehr ein, aber egal. In dem Kampf deinem Deck, bis du ein Monster, das Normalbeschwörung beschworen kann, gefunden hast, und beschwörst eine Spezialbeschwörung. Ich glaube, die Karte habe ich sogar in meinem Götterdeck auf meinem Yu-Gi-Oh! 5D Reverse of Arcadia Spielstand, genau. Alter. Da kannst du mit ägyptischen Göttern kannst du so einen Flash reinbringen, ist unglaublich. Ja, wie gesagt, wäre eigentlich ein cooles Deck, aber für uns momentan. Weißt du recht, obwohl ich kann auch hier noch. So vielleicht. Mal Seite und mal so, by the way. Wieso denn eigentlich nicht? So, wieder mal Tab ändern, normales Deck, gut. Das war mal die erste Karte. Mystischer Wok, nee, lieber nicht. Nächtlich angreifen, ein Finsternis-Deck gerne, aber hier wäre es auch ein bisschen doof. Wo sind die Kanonen jetzt schon wieder? Die war hier unten irgendwo. Ich weiß das noch, hallo?
Gorilla, ja. Moment, wir kommen langsam näher. Das sind ja alles neue Karten. Rückstoßdrache. Später vielleicht mehr. Ist im aktuellen Deck eher ein bisschen unpraktisch. Schlachtsturmstürmer, Schattenbändiger, Schicksalsziehen. Ja, Schicksalsziehen, genau. Ohne Schicksalsheld natürlich eine sehr geile Karte. Sarkasmus lässt grüßen. Sogen, nicht Solarsturm, sondern irgendeine andere Karte, die ich gerade noch im Kopf hatte. Egal. Starker Winter, habe bereits im letzten Part noch erklärt, wieso es die eine coole Karte wäre. Vor allem beim Drachendeck natürlich. Ich finde die Karte nicht mehr, gibt's nicht, hey. Wo ist die Kanone hin? Verdammt, na egal. Also, was später noch, was sind die anderen Karten hier? Hier ist sie, Wellenbewegungskanone, dankeschön, kommt sie doch noch. Und zwar als Austausch gegen letzten Countdown, weil ganz ehrlich, letzter Countdown ist zwar cool, aber unser Deck ist sowieso nicht so für, ja, halt die lange Art und Weise ausgelegt. Daher denke ich mal, Wellenbewegungskanone, mit der kannst du den Gegner so schön, naja, halt in Straucheln bringen, in Schwitzen bringen, vor allem ist er dann eigentlich gezwungen, deine Kanone zu zerstören. Das heißt, er muss irgendwie eine Karte wie Schwerer Sturm, Harpenwedel, wobei ich hoffe, diese hier verboten noch, oder irgendwie Riesentornado und so. Und natürlich mystischer Weltraumtaifun etc. Musste ein bisschen dazu zwingen, die Karten zu aktivieren. Deswegen eine geile Karte. So, noch ins Deck rein. Dann welche Monster? Ich habe hier nur noch Monster. Dachte ich, das jetzt mal gehabt. Scheinbar doch nicht. Okay, gehen wir ganz kurz ins Sortieren. Und zwar mal nach Angriffspunkten. Wo war denn das Teil jetzt? Da hat doch irgendwie der noch ein Monster, was er noch reinpacken könnte. Nee, hiervon ist keins. Ja, meine grauen Zähne aus zu wünschen übrig. Ich weiß, wann ist das Vieh? Ich habe es gerade noch vorhin gesehen, ey. Ich habe da gerade offscreen ganz kurz Karten durchgeguckt und dann. Ja. Hätte ich mal lieber mal einen Namen aufgeschrieben. Das ist natürlich schon ein bisschen peinlich. Oh, du Scheibenkleister. Ja. Also irgendwie bin ich jetzt ja ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen los. Der zweite Ritter. Was ist das eventuell? Nee, wenn nicht der zweite Ritter. Oh, das eine coole Variante wäre. Die Anzahl auch nicht? Nee. Oh, wir mal einen zweiten Ritter rein. So, jetzt mal ganz kurz mein Deck durchgucken. Was habe ich jetzt alles? Zauberkarten erstmal. Habe ich auf 14. Das ist fast ein bisschen zu viel. Was nehme ich denn da raus? Entweder Kartenzerstörung. Oder, nehmen wir mal, ob es ganz anders gesagt. Moment. So, Let's Countdown, kommen wir raus. Und 13. Ist eigentlich eine gute Anzahl. 9 Fallen ist fast ein bisschen zu viel. Tja, was rausnehmen. Was ich mir eigentlich so eines Banditen. Staubtornado. Ich habe da genug Karten, mit denen ich gegnerische Zauberfallenkarten auslöschen kann. Sprich, der kommt raus. Der ist eigentlich immer cool für einen schnellen Konter. Hageki-Brecher oder magischer Abfluss. Naja, der geht auch oftmals baden, der Effekt. Aber hier muss ich eine Karte abwerfen. Kann ja auch ab und zu mal ein guter Effekt sein. Oh Leute, wenn wir mal so eine Zwickmühle, Karte kommt weg. Nachher ist eigentlich eine coole Karte. Gut, Zauberkarte lasse ich jetzt mal so, wie sie aktuell ist. Dachte eigentlich ursprünglich noch, könnte irgendwie. Ich würde es gerne nochmal nachladen, irgendwie rauswerfen und so. Aber nee, jetzt lass es mal noch. Stattdessen werfen wir eine Fallenkarte ab. Und zwar. Eni, Mene, Mu und. Ist ja gerade zurüsten, ja genau. Ne, die natürlich auch nicht. Den auch nicht, der bleibt sich auch drin. Das ist mal fürs Erste. Mal mit uns schlüssig. Okay, kommst raus. Hoffentlich war das kein Fehler, Freunde. Gut. Nächster Punkt. Und zwar das Sortieren. Noch Angriffspunkte. Welches Monster kommt raus? Wir haben 2 starke Truchmonster, den hole ich als speziell, den genauso. Das ist ein bisschen Synchro, speziell, der kommt auch schon bald mal raus. 2 von denen, die noch. Okay. Den hier war. Das Problem ist, starke Schrauben aber einfach zu wenig Support dafür und deswegen bringt es aktuell nichts, den da reinzupacken. Gut.
gut. Neues Deck, Synchro-Variante 3 eigentlich, aber egal. Ja, verlassen, Spiel zurückkehren und es wird Zeit, das Deck mal auszuprobieren, Freunde. Also dann zurück in den Story-Modus und direkt mal den nächsten Gegner anpeilen. Yggdrasil 3E. Oh je, oh je. Dann haben wir das AP-Roulette und gucken, ob wir direkt mal gegen Mina antreten können. Auch noch weg, toll. Nee, langsam fällt, ist mir gerade ein bisschen doof. Mina Symington, Königin und Prinzessinnen. Okay, Level 3 bloß. Miss Atlas, wo sind sie? Könnt ihr vielleicht wieder bei Kali sein? Nein, wohl nicht, glaube ich. Ach, das frustriert mich. Hey, du da, vergisst ein bisschen Zeit mit mir? Keine Frage stellen, einfach nur duellieren. Ja, ist natürlich, ja, also, die hatte eine charmante Art und Weise, um ein Date zu bieten. Okay, von mir aus. So, Stein schlägt Schere, Tschüssikowski. Den erster und Zeit für ein Duell. Michael gegen Mina Symington. Los geht's. Glück, Glück. Ganz korrekt, okay. So, dann direkt mal gucken, die Karten sehen vielversprechend aus. Dann ziehe ich mal. Das sieht sogar mal sehr gut aus fürs Alter, was für eine perfekte Start. Das war schon super perfekt. Ich rufe eine blühende Kette im Angriffsmodus. Und aktiviere eine besondere Fähigkeit, was auch sonst. Ich rufe damit den finsteren Resonator, genau, im Angriffsmodus. Sehr schön, und damit wird es Zeit für eine schöne Synchrobeschwörung. Aufgepasst! Ich stimme den Resonator auf meinen blühenden Ketten ein und rufe als Synchrobeschwörung den Goyo-Wächter, den King im Ring. Wuhu! Du sagst es, Kumpel. Da ist er auch schon eines meiner stärksten Monster. So, beende mal meinen Zug, Mina. Und übergebe an dich. Jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast. Ein kleines Fräulein. Bin mal echt gespannt, hey, was sie jetzt wohl macht. Monster verdeckt. Ist natürlich genau die perfekte Strategie gegen Goyo-Wächter. Oh, eine Karte verdeckt. Das kann natürlich übel werden. Aber erstmal ziehen. Alter, was für eine geile Starthand, hey. Also das Problem, weil es ja kein Monster im Friedhof. Sonst direkt mal einsetzen, ihn rufen, Monster rufen, ihn rufen, Karte weg, ganz geil. Aber egal, okay, die Synchro, nee, lieber nicht. Ich gehe erstmal in die Kampfphase. Goyo-Wächter, greif ihr verdecktes Monster an und hole es auf unsere Spielfeldseite. Juhu! Zeig, was du drauf hast. Goyo-Wächter. Die schwarze Magierin kommt natürlich direkt auf unsere Seite des Spielfelds. Dankeschön. So. Und das war's jetzt mal fürs Erste. Spielzug 3. Der Spieler wechselt. Ich rufe ein Monster. Die verlockende Königin Level 3. Oh mein Gott, ich schrei. Ja, was bringt das jetzt? Nix! Ach, wie schön, das bringt ja gar nichts. Schön fragen kann, was denn das ja eigentlich gebracht, hey? Wenn sie ihren Effekt ausrüstet, beschwört Spezialmischung an einer Hand oder einem Deck. Oh. Tja, schade nur für sie, dass sie gleich kein Ausrüstungsmonster mehr hat, was? Tja, Lebenspunkte verlierst du trotzdem, Mina. Und zwar satte 2300. Das war ein Fehl. Oh, und Tschüssikowski. Was? Nein! Was du bringst, ich halte es aus. Das ist mich ein bisschen überraschend, hätte das sein soll. Na gut, Mina, dann spiele ich noch eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Dann zeig doch mal, was du da so drauf hast. Tja, will jetzt ja nicht sein. Aber mal gucken. Nochmals verdeckt.
So, die kleine Mina will es also unbedingt wissen. Von mir aus, dann ziehe ich mal wieder. Der gebieterische Ritter, das wird ein fettes Power-Up geben für unseren Gojo-Wächter. Oh yes, Mann. Gojo-Wächter ist so stark, lalalala. Und dann gebieterischer Ritter, vernichte ihre Königin, Level 3. Nein, jetzt Schwerkraftbindung. Ja, der ist jetzt ganz toll. Zum Glück auch Möbius. Okay, Kleines geht langsam ein bisschen auf den Senkel. Wende mal meinen Zug. Wenn die wie ich das auf der Hand habe. Die wird doch direkt freiwillig aufgeben. Okay. Also ob das sehr viel bringen würde, wa? Perfekte Strategie, um alle ihre 3 Kann loszuwerden. Aber erstmal spiele ich Seichtes Grab. Und dann wähle ich mal meinen finsteren Resonator. Nein! Oh. Ochama-Trio. Natürlich kamen die Monster auf meine Seite des Spielfelds. Hey, du bist meine Lustige. Ja, ein Opfern weiß ich gar nicht mehr. Los, Monster erscheint. Ja, klar, sie spielt auf ihre Seite, aber kommen sie auf meine Seite. Das ist das Gemeine. Los, Mann. Der Gelbe. Die Ochamas, mit denen habe ich jetzt gar nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und der schwarze Ochama. Ja, ist das eine nette Truppe, wa? Oh, mein Monster kehrt nicht zurück. Toll. Das ist mich voll Das gibt's einfach nicht, hey. Egal, ich rufe ihn trotzdem. Kann ich auch Spielmarken einsetzen? Sicher nicht, wa? Nee, natürlich nicht, war ja klar. So, noch verleite meinen gebieterischen Ritter und rufe Möbius, den Frostmonarch. Und dann werden wir kräftig vermöbelt. Die gehen alle weg. Und Tschüssikowski. So schnell kann's gehen, wa? Tja. Du bist der Marsch. Und zwar sowas von. Zwar ich ein bisschen auch, muss ich zugeben, wegen den Ochamas. Och Mensch, kann ihr irgendwie nachladen? Nee, die sagen wir, lass lieber noch. Für eine super Konterzug natürlich. Deswegen greife ich erstmal an, und zwar mit Was ist stärker geworden? Nö. Mit Möbius, und zwar die... Hä? Achso, deswegen. So, wie ich gerade gesagt habe, Gojo-Wächter, greif ihr Monster an. Juhu! Nein, das gibt's nicht. Also bringt sich halt das aus. Aber wie lange noch? Das ist hier die Frage. Möbius, verdecktes Monster an Attacke. Nur eine schwarze Magerin gibt's ja nicht. Hey, so. Mein Zug beendet. Was werden die jetzt noch machen, Leute? Mal überlegen, die Königin ist zwar nur Level 30 und natürlich auf Level 5 hochgraden, aber es geht nur mit ihrem Effekt. Ja, toll, was bringt ihr das jetzt? Man ist die doof, damit gibt es nur eine Möglichkeit, um neue Monster zu rufen. Wie dumm kann man eigentlich sein, mal ganz ehrlich, das gibt doch gar keinen Sinn. So, und ziehe ich mal. Zauberger Monarch des Donners, natürlich auch ganz cool. Was ist das für Möbius oder was? Ich habe eine ganz andere Strategie. 3 Karten ziehen, die 2 hier abwerfen und neu synchronisieren, weil ich habe ja Spielmarken, die kann man natürlich auch synchronisieren. Also gut, das erste spiele ich mal Freundliche Wohltat und ziehe 3 neue Karten. Okay, Schildstoß, okay. Sehr schön, dann lege ich mal hier 2 Karten ab. Auf dem Friedhof, dann den Captain, okay.
Noch kein gutes Synchromonster. Natürlich Empfängermonster. Das ist ja der Resonator, aber das ist ja kein Krieger. Doof, doof, doof. Egal, auf den anderen reicht es trotzdem. Und zwar spiele ich den mystischen Weltraum-Taifun. Sag tschüss, deine Monster. Tschüss. Nein. Tja, und jetzt verlierst du Lebenspunkte, weil es auf deiner Seite des Felds zerstört wurde. Vor allem. Wurde. So, zum Schluss spiele ich noch Schildstoß. Und vernichte ein verdecktes Monster. Was die weiße Malerin Pikeo war. Tja, so schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Goyo-Wächter, hol dir ihr Monster. Die Königin Level 3. Oh mein Gott, ich schrei. Yeah. Sehr schön, sehr schön. Das ist natürlich kein Empfängermonster, natürlich klar. Möbius, der Frostmonarch. Direkter Angriff ihrer Lebenspunkte. Du bist echt nerven, weißt du das? Irgendwie schon. Gut. Das Duell ist am Ende zu. Dann spiele ich noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Ja bitte, ich rufe die Königin Level 3. Ja, jetzt sag bitte nicht, du willst meine Königin rufen. Das wäre jetzt ein bisschen sehr schräg, würde ich gerade sagen. Weißt du was? Es wird Zeit für ein bisschen Monster-Action. Gräber. Jetzt wollte ich gerade die Synchro spielen. 6, 8, wird eigentlich reichen, wa? Nun gut, ich spiele die Zauberkarte, die Synchro. Und halt mein Goyo-Wächter wieder mal auf. Der finstere Resonator, ja, 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 das macht so Fun. Nö. Aber jetzt erstmal rufe ich den kolossalen Kämpfer. Ring frei für eine neue Synchro-Beschwörung der Extra-Ära. Kolossaler Kämpfer, zeige dich! Jetzt keine Spezialanimation, nix? Das war jetzt ein bisschen schwach, Kumpel. Das bin ich ein bisschen enttäuscht. Gut, jetzt Stufe 6, der 3, nochmal Gräber und so, nochmal Synchro-Beschwörung und so. Ja, wieso nicht, wahr? Ein bisschen Action muss doch sein. Und nun rufe ich... wieso nicht, warum sowieso selten gerufen? Neue Synchro-Beschwörung, zeige dich, magischer Android. Im Angriffsmodus. Yes, Mann. Und nun wird's richtig ernst. Kolossaler Kämpfer, greif an. Und ziehe die restlichen Lebenspunkte ab. Ich bin so schwach. Dann musst du halt mehr essen. Ja, ist wirklich ein bisschen, also sieht schon fast ein bisschen zu mager aus, aber egal. So, extra Punkte. Naja, geht eigentlich noch so. Was passiert jetzt da eigentlich, dass ich die Duelltechnik von Mr. Atlas besser als ich das sonst kenne? Das reicht nicht für den Sieg. Och, Menno. Ausgelöscht. Wie brutal. Wie brutal, er braucht ein paar überzogen. Ich stimme gar nicht, knapp 5 Minuten, ist auch egal. Freunde, das war's für heute wieder mal bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ein neues Deck, sieht bis jetzt halt ganz gut aus. Die Strategien müssen derweil noch ein bisschen ausgebaut werden, nicht wahr? Es fällt ihm noch ein bisschen an Geschwindigkeit hinzu, aber trotz allem habe ich immer ein paar neue Karten auf Lager. Und kann auch hoffentlich trotz allem, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist oder ein bisschen langatmig mit der Zeit, trotz allem immer noch ein bisschen, naja, unterhalten halt, wa? Weil sollte eigentlich schon der Kern der Sache des Let's Playens sein. Nun gut. Wie es weitergeht, seht ihr morgen wieder im nächsten Part bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Bis dahin, ciao zusammen.